Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Taktik Fox. Ja Leute, diesmal zum Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt. Joa. Es ist alles fit, bis auf Musiala, der ist, wo es noch nicht für 90 Minuten reicht. Ansonsten Matthias de Ligt natürlich nicht dabei, Bunazar. Das ist aber auch alles, was irgendwie ausfällt. Von daher können wir, ja, aus dem Vollen schöpfen. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwie große Dinge möglich sind, was die hintere Reihe anbelangt. Da ist eigentlich alles wie immer. Super. Kim. Ja, wir können jetzt über einen Linksverteidiger diskutieren. Ob Alphonso Davies oder ein Guerrero zum Beispiel oder sogar ein Kretzig. Schwierig. Da fehlt mir jetzt einfach, mir persönlich würden jetzt die Trainingseindrücke fehlen. Ich glaube, wenn Fonsi, ich meine, alle haben jetzt Pause gehabt, es kann jetzt keiner überspielt wirken oder sowas. Deswegen würde ich schon mit dem Davies erstmal anfangen. Ja, auch wenn Davies bisher die Saison noch nicht so stark unterwegs war, aber wie gesagt, da fehlen jetzt die Trainingseindrücke, sollte natürlich jetzt irgendwie ein Guerrero super stark gewesen sein im Training. Oder meinetwegen auch ein Kretzig und Davies irgendwie immer noch so mehr oder weniger schwach, dann würde ich jetzt auch einen Guerrero bringen. Ja. Aber das kann ich halt recht schlecht beurteilen. Ansonsten, auch wenn es ein Leimer die letzten Spiele einen Tacken besser gemacht hat, ja, Mazraoui ist unser einzigster Rechtsverteidiger und den würde ich bringen. Ja, wenn es an mir geht, wird natürlich ein Kimmich auf rechts spielen, aber der Zug ist abgefahren. Ja, das jetzt irgendwie umzuwerfen, halte ich auch für falsch. Wenn, dann sollte man das schon in so einer Vorbereitung umwerfen, dass so ein Kimmich sich dann auch da einspielen kann oder gegen irgendwelche schwächeren Gegner ist das ja okay, aber jetzt gegen Frankfurt will ich da keine Experimente machen. Also Mazraoui rein, Alternative natürlich, wenn da irgendwas sein sollte oder Abschlusstraining oder wie auch immer, da wird natürlich der Leimer kommen. Ja. Mitte, ich denke, Goretzka sollte erstmal gesetzt sein. Ich bin sehr gespannt, wie Frankfurt auftreten wird. Wir haben es auch in der Pressekonferenz im Tor gehört. Frankfurt kann beides, sowohl hinten dicht stehen, auf Konter spielen, so, aber auch uns hoch anlaufen, uns hoch pressen. Da Frankfurt zu Hause spielt, denke ich, werden sie die erste Viertelstunde schon versuchen, uns irgendwie den Schneid abzukaufen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ob es so sein wird, bin ich sehr gespannt. Von daher wird natürlich dann Goretzka Sinn machen. Ja. Ansonsten ist Goretzka aber auch der defensiv für mich ein bisschen stabiler ist und ein bisschen stärker ist, wie es aktuell ein Kimmich ist. Ja, ich würde auch einen Kimmich aufstellen. Ich denke, wie gesagt, jetzt haben alle 10 Tage Pause gehabt. Da sollten alle frisch vom Kopf sein, frisch von der Physis sein. Ja, von daher Kimmich, Goretzka. Ansonsten könnte natürlich auch einen Leimer für einen Kimmich bringen zum Beispiel. Ja, würde ich auch fühlen. Leon würde ich auf jeden Fall erstmal gesetzt lassen. Auch hier würde ich halt von den Trainingseindrücke ausgehen. Ne? Ob Kimmich oder Leimer anfängt. Aber ja, ich denke, wir brauchen uns nichts vormachen, dass Kimmich anfängt, aber da kommen wir gleich zu, wie die Aufstellung sein wird. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Sané und Coman spielen werden. Standardmäßig. Die einzigen, die da irgendwie ansatzweise mehr oder weniger konstante Leistungen bringen. Ja, und dann ist die letzte Frage, die es zu beantworten gibt. Fängt ein Musiala an? Fängt ein Müller an? Das müsste man jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen daran festmachen, wie man denkt, wie Frankfurt starten wird. Ob sie sich hinten reinstellen oder ob sie eher uns anlaufen werden. Und schwierig. Ich persönlich würde mit Müller erstmal anfangen. Ja. Aber natürlich klar kommuniziert zur Halbzeit, spätestens zur 60. dass man Musiala dann reinwirft. Aber wenn Musiala noch keine Körner hat für 90 Minuten, ja, da muss man das jetzt auch nicht unbedingt
sofort wieder da riskieren. Wenn er die Körner hat und wenn er richtig fit ist, klar, dann will ich mit Musiala starten. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Ja, Müller war jetzt auch nicht so überzeugend die letzten Spiele, die Chancen, die er hatte. Aber auch da kann ich das schlecht beurteilen. War jetzt 10 Tage Pause. Von daher habe ich da auch keinen Vergleichswerte. Wenn wir die Spiele jetzt gegen Köln und Kopenhagen nehmen als Gradmesser, ist es halt schwierig, daran irgendwie eine Startformation auszumachen. Von daher würde ich erstmal ja, mit den Standard-Stammspielern anfangen. Ja, wie gesagt, die sollten alle frisch sein, physisch wie körperlich. Und dann kannst du natürlich gucken. Ne? Wenn einer nicht performt, wie ein Coman, wie ein Sané, wenn einer einen schlechten Tag hat, nicht ins Spiel reinkommt oder so, ja, dann musst du halt auch mal knallhart auswechseln. Das ist ja immer, was ich sage, ja. Und dann nicht bis zur 70., 80. Minute warten. Wenn einer einen schlechten Tag hat, ist doch okay, ist doch menschlich, kann doch passieren. Dann müssen halt die Alternativen rein. Ne? Alternativen hast du genug draußen. Du hast einen Tell, du hast jetzt einen Gnabry, obwohl ich den nicht wirklich als Alternative im Moment sehe. Ansonsten hättest du natürlich auch noch einen Guerrero für die Zehnerposition zum Beispiel. Du hast noch einen Pavlovic für die 6. Du hast einen Kretzig, der linker Verteidiger, linkes Mittelfeld, der sogar auf der 8 oder 10 spielen kann. Es ist doch nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Also wir haben genug Alternativen. Ja, hinten sieht es ein bisschen duftig aus. Aber ansonsten müsste Goretzka halt ein nach hinten rücken. Kennen wir ja auch schon das Spielchen. Und dann halt ein Leimer dahin oder ein Guerrero vom Kimmich und so weiter und so fort. Also Möglichkeiten haben wir genug. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt 10 Tage Pause gehabt. Die Spieler sollten vom Kopf her fit sein. Es waren keine Reisen. Sie sollten physisch fit sein. Und von daher würde ich erstmal mit der nominell stärksten Mannschaft auf Papier beginnen. Und dann halt reagieren. Und da muss man aber auch dann mal knallhart reagieren. Ja, wenn da irgendwelche, habe ich ja gerade schon gesagt, Leute keine Form haben sollten oder sonst was, musst du dann halt auch knallhart mal auswechseln. Zur Halbzeit auch. Ja, das müssen wir davon wegkommen, dass das irgendwie ein No-Go ist oder sich dann Spieler gekränkt fühlt. Ja, dass man den zur Halbzeit auswechselt, nur weil er irgendwie sich als Weltstar sieht oder sowas. Ja, da müssen wir mal wegkommen von. Wir haben einen sehr, sehr starken Kader, gerade was die Offensive anbelangt. Und da müssen wir mal dahin kommen. Alter. Wenn man eine Halbzeit keine Leistung bringt, dann gehört man ausgewechselt. Punkt. Ja. Was jetzt der Grund dafür ist, ob einen schlechten Tag oder sonst was, ist doch völlig Wurst. Wie gesagt, das sind alles Menschen, das kann doch passieren. Aber da musst du nicht immer, um das Ego zu streicheln, die Leute da 70, 80 Minuten mit durchziehen. Ja, das fühle ich persönlich gar nicht. Das wird es bei mir nicht geben. Das wäre die erste Ansprache, die ich bringen würde als Trainer. Die Leute sollen nicht Vollgas geben. Ja, und wenn sie dann meinen, sie sind platt, ja, dann werden sie halt nach 50, 60 Minuten ausgewechselt. Wo ist das Problem? Ja. Also da gibt's kein Problem. Also diese ganze Chose verstehe ich bei uns immer nicht. Kommt mir jetzt nicht mit dem Thema Spielfluss, Leute. Gerade auf Außen müssen wir jetzt nicht von großen Spielfluss reden. Ne? Also ich denke, einen Coman kannst du jederzeit 1:1 ersetzen durch Spieler, die draußen sind. Genau, kannst du Müller, Musiala. Gut, das sind dann ein bisschen andere Spiele, logisch. Aber auch bei unseren Sechsern kannst du, oder Achtern, kannst du das 1:1 jederzeit austauschen. Also, ja. Ist meine Meinung, das ist meine Aufstellung. Wie wird die Aufstellung sehr wahrscheinlich sein? Ich denke, die wird genauso aussehen. Ich denke, die wird genauso aussehen. Wie gesagt, alle hatten Pause. Alle sollten nochmal physisch und körperlich und geistig frisch sein in der Birne. Von daher gehe ich davon aus, dass das die Aufstellung auch sein wird, die Tuchel ins Rennen schicken wird. Alles andere wird mich überraschen, aber ja, vielleicht überrascht er uns. Kann natürlich sein, dass jetzt im Abschlusstraining noch irgendwas passiert. Ja, das ist natürlich möglich. Ist natürlich ein bisschen schade mit dem Leimer. Wie gesagt, das sehe ich ein bisschen auf der Kippe. Da würde ich echt den Trainingseindruck mitnehmen heute, wer da beginnt. Natürlich kannst du Goretzka mit in die Verlosung nehmen. Ja, diese 3 Spieler. So, dann nimmst du die beiden raus, die den besseren Eindruck machen. Fertig. Oder wenn Mazraoui halt einen richtig schlechten Eindruck macht, dann bringst du halt einen Leimer als Rechtsverteidiger. Aber für mich ist es kein Rechtsverteidiger. Und Mazraoui hat es eigentlich die letzten Spiele richtig ordentlich gemacht. Ne? Also, was die Defensive anbelangt. Das war okay. Ja, von daher denke ich, gibt es in diesem Spiel nicht wirklich Überraschungen. Liegt einfach daran, dass wir, wie ich schon sagte, alle frisch sind, alle fit sind, wir auch keinerlei Vergleichswerte haben, weil wir 10 Tage nicht gespielt haben. Und von daher kann ich ohne Trainingseindrücke zu sehen, ja, da nichts anderes jetzt
jetzt aufstellen, wie es da gerade auf dem Platz steht. Haut mir wie immer gerne eure Meinung rein. In diesem Sinne, schönes Spiel. Bis dann. Tschüss.